Servus, Glück auf und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe des FC Bayern Taktikfuchs in der Saison 2025/26. Heute und zwar zum DFB-Pokalfinale in Berlin gegen den VfB Stuttgart. Und bevor wir da ein bisschen reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Guten Kommentar da lassen, sollte klar sein. Ne? Rot-weißes Herz reicht aus, Leute. Ein bisschen Support, ne? Nach so einer langen Saison. Gut, kommen wir zum DFB-Pokalfinale. Ich freue mich riesig auf das Spiel. Ja, ist nochmal ein würdiger Abschluss, denke ich. Gegen einen der interessanteren Gegner, definitiv. Der vielleicht nicht mehr so stark diese Saison ist, wie er letzte Saison war. Der bisher diese Saison kein Land gesehen hat gegen uns. Ich würde den VfB Stuttgart trotzdem nicht unterschätzen. Ne? Also ich sehe das Spiel noch lange nicht klar. Klar, am Ende des Tages geht es über uns. So, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja? Wenn wir 110% Einsatz haben, wenn unsere Spieler auf dem Punkt ihre Topform haben, so, dann kann der VfB Topform haben und 120% geben, dann schießt du den aus dem Stadion. Punkt. So, ja. Aber das war die letzten Wochen schon nicht der Fall bei uns. Ja? Also muss man jetzt auch nicht so vermessen sein, zu sagen, oh, die sind jetzt aber nochmal alle super fit. Oder fit schon, aber ihre beste Form, das werden wir sehen. Ja, das ist schwer zu sagen. Natürlich sind alle fokussiert und heiß, ja, weil wir den Pokal seit 6 Jahren nicht gewonnen haben und seit 5 Jahren oder was nicht im Finale waren und so weiter. Harry Kane hat den Titel noch nie gewonnen. Es gibt viele Spieler in unserer Mannschaft, die den Titel noch nie gewonnen haben. Die sind natürlich heiß. Ja, Leon Goretzka will sich natürlich auch mit dem Double verabschieden und so weiter. Die Mannschaft möchte wahrscheinlich auch in Leon Goretzka dieses Geschenk machen. Aber das wollte sie auch in der Champions League. Ja. Klar ist der VfB jetzt nicht Paris Saint-Germain, so gehört auch zur Wahrheit, ja. Nichtsdestotrotz wirst du die 110% abrufen müssen, ja. Und trotzdem wirst du, es ist ein Spiel, es kann alles passieren, Fehlentscheidung, rote Karte, nicht gegebener Elfer, what auch immer, ja. Es kann alles passieren, es ist ein Spiel, ja. Jeder, der meint so: „Oh ja, das ist ein Selbstläufer, die Bayern gehen da durch und machen da 5-1 oder was." Ja, nochmal, haben wir unsere Topform? Sind wir bereit, 110% zu gehen? Kann das natürlich passieren. Aber es kann auch genau super schwierig werden, ja? Also, man sollte den VfB nicht unterschätzen. Also, wenn es eine Mannschaft gibt, die uns wehtun kann, dann denke ich, ist es der VfB, ja, in dieser Saison. Also, ich sehe den VfB von den Anlagen her, vom Fußball her, als die Mannschaft, die das kann. Ja, die haben leider die Eier bisher nicht gehabt gegen uns in dieser Saison. Das muss man ganz klar sagen. Wenn der VfB weiter nicht die Eier hat und die Spiele so aussehen, wie sie diese Saison aussehen, dann gewinnen wir das Ding klar. So, aber wenn der VfB wieder die Eier findet, wie er sie letzte Saison gegen uns hatte, ähm, weil wir haben da unsere Schwächen, das haben die Spiele gegen Paris gezeigt. Schnelles Umschalten, Pressing auch, wenn wir gepresst werden, gerade unsere Mittelfeldzentrale sieht da gar nicht gut aus. Wenn der VfB das hinkriegt und da die Eier zu hat, ey, dann kann es ein hochinteressantes Spiel werden. Ja? Und am Ende des Tages, der VfB, ja, was hat der VfB zu verlieren? Nix. Klar ist er Titelverteidiger, so nicht, keine Frage. Aber er ist ja bei jedem der klare Außenseiter. So, ja. Also der Druck liegt ja ganz klar auch bei uns. Ich meine, wir können damit umgehen, das ist nichts Neues für uns jetzt, der Druck. Aber ja, ich freue mich auf das Spiel. Es kann ein sehr interessantes Spiel werden, ja. Ich würde es mir wünschen, sage ich euch auch. Ich muss mir kein DFB-Pokalfinale angucken, was nach 20 Minuten 3:0 steht. Klar ist dann auch schön entspanntes Gucken und so weiter, aber ich würde mir schon was wünschen, wo es ein bisschen spannender ist und meinetwegen zur 60., zur 80. Minute machst du das 4:2 und der Bums ist durch, dann kann ich damit sehr gut leben. Ja, so ein Finale würde ich mir wünschen. Karten habe ich natürlich leider nicht bekommen, war top, top beim FC Bayern. Richtig gut. Diese Saison nicht einmal Karten gekriegt. Das nur am Rande. Ich muss das mal loswerden. Das triggert mich hart. Die Saison. Sehr, sehr schade. Naja, gut. Gut. Das soll es aber auch gewesen sein, Leute. Wir gehen rein. Wie würde ich aufstellen? Wir haben oder jeder, der ein bisschen Nachrichten mitgekriegt hat, Manuel Neuer ist nicht dabei. Wie überraschend.
Weiß auch gar nicht, was der bei der WM will, aber anderes Video, anderes Thema kommt. Ja, ich werde ein Video meiner Meinung zum WM-Kader und den Aussichten der deutschen Mannschaft machen. Nehme ich hier nach auf. Also, könnt ihr euch anschnallen. Gut, wie würde ich aufstellen? Natürlich Jonas Obig im Tor. Absoluter No-Brainer, Alter. Wie gesagt, ich halte ihn für besser wie Manuel Neuer. Es ist völlig richtig und wichtig, dass Manuel Neuer verlängert hat. Habe ich ja schon ein Video zu gemacht. Wenn es da eine klare Absprache gibt, ist das für mich alles fein. Gibt die nicht und Jonas kriegt wieder nur seine 18, 19 Spiele, dann ist es grenzwertig. Aber mal abwarten. Innenverteidigung, ja. Ich denke, das eingespielteste Duo fängt natürlich an. Ich habe gar keine Kopfschmerzen damit, wenn einer der beiden Wehwehchen hat, ausfällt, sonst was. Minje ist super stark und super konstant, ja, in dieser Rückrunde. Also, wir haben 3 wirklich sehr, sehr starke Innenverteidiger. Das muss man mal ganz klar sagen. Gut. Ja, machen wir die vorne eben schnell. Das geht am schnellsten. Natürlich Harry Kane, ja. Natürlich Luis Diaz. Natürlich Michael Olise. Allerdings bei mir auf die 10. Jamal Musiala würde ich draußen lassen. Bei mir würde Lenny starten auf der rechten Seite. Punkt. Ja, wird so wahrscheinlich nicht kommen. Bei den wenigsten von euch wäre es wahrscheinlich eh nicht. Die würden auch mit Jamal sehr wahrscheinlich anfangen. Ich würde Jamal erstmal draußen lassen. Jamal ist gerade kein Faktor für diese Mannschaft. Sportlich. Ich meine, vielleicht hat er in dieser Woche einen Stepper gemacht, das weiß ich nicht, das sehe ich nicht. Ich sehe kein Tagestraining, ja. Wir werden sehen. Ich gehe davon aus, dass er in der Startelf steht. Dann von daher kann ich mich dann eines Besseren belehren lassen. Ich würde den Bums so aufstellen. Und bei mir hätte übrigens auch Obig im Tor gestanden, selbst wenn Manuel Neuer fit gewesen wäre. Das nur mal am Rande. Aber das weiß der regelmäßige Zuschauer weiß das hier. Gut. Wir könnten natürlich jetzt mal einen perversen Move machen. Ja, soll ich den mal machen? Komm, ich mach den mal. Ich meine, ein Kimmich spielt ja sehr wahrscheinlich Rechtsverteidiger bei der WM, oder? Gehe ich jetzt mal von aus. Von daher können wir den Kimmich doch mal als Rechtsverteidiger aufstellen. Hä? Hat er sich doch mal verdient. Wird natürlich nicht passieren. Ich würde den Leon das Abschiedsspiel geben in der Zentrale. Wenn er nicht überzeugt, kannst du ihn auch relativ frühzeitig auswechseln. Und zwar würde ich ihn mit Tom Bischoff dahinstellen. Ich denke, Tom hat aktuell die beste Form von allen zentralen Spielern. Also zumindest das, was ich gesehen habe. Ist natürlich die Frage, wie er die Enttäuschung verpackt hat, dass er nicht mit zur WM fährt. Für mich hätte er ganz klar mitfahren müssen. Wie gesagt, ist der Formstärkste in der Zentrale gerade. Also. Und gerade gegen ein Stuttgart, was eventuell seine Eier findet, ist es wichtig, dass du in der Zentrale auch einen Spieler hast, der den Ball halten kann, den Ball unter Druck verarbeiten kann. Und auch da sehe ich einen Tom Bischoff am stärksten von unseren Zentralen. Natürlich haben wir Pavlo noch, ja, den würde ich aber hier für Goretzka machen, wenn Leon nicht liefert. Ja, kann bei Leon, je nachdem, wie das Spiel läuft, passt Leon besser oder schlechter in unser System, kannst du natürlich einen Pavlo bringen. So, gar keine Frage, ja. Gut, dann haben wir natürlich noch die linke Außenverteidigerposition. Da haben wir quasi entweder Conny Leimer, Josip Stanisic oder Ito. Ich würde ganz klar mit Conny anfangen. Ich denke, Conny hat sich aktuell am meisten verdient, auch wenn da nicht alles rund läuft. Ist gerade so ein bisschen mit Stani so auf einer Höhe, läuft bei beiden nicht jetzt zu 110% gut. Deswegen würde ich auch einen Kimmich mal hinten rechts bringen. Er muss sich ja jetzt eh umstellen, dann kann er das schon mal im Pokalfinale tun. Ja, er ist ja der deutsche Außenverteidiger. Ja. Kleiner Sidekick. Ich wünsche Josh, dass er eine überragende WM spielt als Rechtsverteidiger. Und dass ein Kompanie dann vielleicht an die Überlegung kommt, oh, Mann, ist ja Weltklasse auf der Rechtsverteidigerposition. Ja. Und ihn da in der kommenden Saison auch hinbeordert. Das würde mich sehr freuen. Wird wahrscheinlich nicht passieren, aber man darf ja noch träumen, oder? Ja, ansonsten
Haben wir natürlich noch einen Ito als Alternative. Innenverteidiger, linker Verteidiger. Auch da war es zuletzt auf jeden Fall eine Ecke stabiler, aufsteigende Form. Ja, da bin ich mal für die kommende Saison gespannt. Vorne haben wir natürlich noch Nicolas Jackson. Weiß ich nicht. Ob der wirklich eine Verstärkung ist, wird man sehen. Dann haben wir natürlich noch Rafa Guerrero als Alternative. Ich mache den mal in die Zentrale rein und mache einfach mal Musiala nach außen. Spielt ja jetzt nicht die Rolle, wer wo ist, aber ja, und das ist es eigentlich, ne? Das sind unsere Alternativen, die wir auch haben. Und wie schon gesagt, haben wir unsere Form, geben wir 110%, dann werden wir zu 100% DFB-Pokalsieger. Schaffen wir das nicht und der VfB Stuttgart hat eine gute Form, ist fit und hat seine Eier gefunden, dann kann es ein sehr, sehr interessantes Spiel werden und eine sehr schwierige Angelegenheit. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel. Ich hoffe, ihr auch. Mein Tipp, ich habe es ja eingangs schon gesagt, ich tippe ein 4:2 und wünsche mir, dass es nicht so früh so klar ist, aber auch nicht zu spät. So gerne 80. rum das 4:2 und dann können wir es runterspielen, die letzten 10 Minuten und dann wäre ich sehr zufrieden. In diesem Sinne, Leute, auf ein super Spiel morgen, ja, hoffentlich wieder auf 'n Pokalsieg. Rot-weiße Grüße gehen raus, habt schöne was haben wir jetzt, Pfingsten oder was? Ja, ne? Habt schöne Tage. Tschüssi.